Aufgepasst, aufgepasst. Eventuell musikalische Fehler sind an diesem Podcast bewusst nicht verbessert gehen. Kandidaten und Kandidatinnen an diesem Podcast sind keine Sänger oder Sängerinnen. Und auch der Serge wird die Stecker nie für gebraucht. Dafür, wenn ihr Fehler fand, könnt ihr gerne halen. Viel Spaß. Sollen wir einfach mal mit einem aufhängen? Ja, können wir einfach mal mit. Ja? Ja. Okay. Also ich kann das Lied vagement schon immer mal so hören, ich habe nicht dann auseinandergesetzt. Du musst ein Lied machen. Ja, ça va. Ich meine, ich so ein Intro. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et ça bouge, lève-toi car il est temps. Allons droit devant vers la lumière, en levant le poing et en serrant les dents. Nous réveillerons la terre entière et demain nos matins chanteront. Compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter. le chiffon rouge de la liberté, car le monde Sera ce que tu le feras, plein d'amour, amour, de justice et de joie. Das ist der Michel Fugain, Ja, den ein Command kriegt 1972 von der Gemeinde von Le Havre, vom kommunistischen Bürgermeister damals. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, wo ich das Lied entdeckt habe. Ich habe das Lied entdeckt, weil ich ein mega Fan von der Chanson française bin. Da ist so Michel Fugain, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine, France Gall, bon, voilà. Ne? Von denen just Jean-Jacques Goldman seine Steuern noch in Frankreich bezahlt. Mais voilà, c'est ein bisschen so, da man darüber abgewusst. Ja, und dann sind ich eben c'est un beau roman, c'est une belle histoire von Fugain eben durchgekommen, so am Zufallsmodus, wie es auf Spotify. Und das war während dem Konfinement, also in der ganzen Covid-Krisensituation. Und das war eine immens anstrengende Zeit, für mich persönlich. Nicht, weil ich Angst hatte vor Covid oder dass ich krank bin oder dass ich Angst hatte, daheim zu sein, weil ja, man hat ja schon mehr Freiheit wie in anderen Ländern, für rauszugehen. Weil einfach so ein Moment war von der Konfrontation, ich mal mit mir selber. Ich verstehe nicht am Leben, will ich das weiterhin isolieren. Ich hatte auch persönliche Konflikte mit meiner Beziehung mit dem Ex-Mann in dem Moment. Voilà, und da sitzt du und alles rundherum dich, als ruhig, alles bleibt wieder ein bisschen stehen und da stellst du all die dort Fragen und dann kommt die Ängstlichkeit, par rapport zu der Zukunft, alles das möchte ich mal nicht. Und du siehst dann, du warst dann in NRW für eine ältere Kommission zu bringen am Auto und dann hast du das Lied gemacht und ich habe angefangen zu pinchen. Ja, wirklich so. Ich bin das hart Macht gesungen und ich war so, weißt du? Und ich meine, probieren mit Pinchen. Compagnon de colère, compagnon de combat, toi que l'on faisait taire. Und das war so, es war nicht so ein verzweifelt, dann nicht klar von Pinchen, mit so ein einerseits Regiment so, ich kann nur noch mal so hingehalten, wenn ich das Lied so höre. Mit was etwas gleichzeitig mir ganz geholfen wird, weil es einfach so eine positive Vision ist. So, es geht weiter, etwas
Voilà, il fera bon vivre demain, ne crains plus rien, nous réveillerons la terre entière. Und das hast du gebracht. Und natürlich definitiv gebracht für können, ja, für Lust auf Zukunft zu kriegen. Ja, ja, okay. Und auch weil also ich bin kein Fan von so engagierten, so die klassisch engagierten Lieder, die ein bisschen immer so Militärmarschungen ist. Das ist einfach ziemlich düster, ziemlich viel Spannung. Und das halten wir so ganz gut in Equilibre, weil es eigentlich, also es sieht ja eigentlich aus, es könnte ja nicht vom Himmel gefallen, wenn du willst die Welt verändern, dann musst du dich zusammen dienen und dann musst du auch zusammen dafür kämpfen. Ne? Das ist also nicht so, oh, alles geht gut, das ist es doch nicht. Nee. Aber das ist aber trotzdem verbunden eben mit dem Lichtblick da, den dann auch wirklich viel mobilisiert und effektiv einem noch die Angst wäschelt für uns. Nicht rein negativ, destruktiv, das ist nicht so, das ist alles Scheiß. Ja. Aber auf der anderen Seite auch nicht einfach loskommen, wie es könnt. Nee, du musst schon etwas machen dafür. Ja, voilà. Und das ist eigentlich... Mich Courage. Mich Courage. Und sieht ja eigentlich aus, wie es geht wie zurück. Wir haben noch so viel zu gewonnen. Alles zu gewonnen. Ja, es sind effektiv so an dem Kader so abgewesen. Ich war schon 9 Jahre zu Paris und auf der Uni. Was hast du gemacht? Du hast also schon angefangen mit Theaterstudien. Ich habe so einen Bachelor in Theaterwissenschaft gemacht. Ich war auch an der Schauspielschule, das habe ich zeitgleich gemacht. Und eigentlich von den meisten Tagen, wo ich an der Schauspiel war, sind noch nach meinen besten Kollegen kennengelernt. Auch auf der Uni, auch an dem Parcours. Ich habe schon angefangen 2008. Und direkt noch ein paar Monate war der Generalstreik. 2008 angefangen mit Studieren. Ja. Da war der Streik, ja. Das war so das Gesetz, das eigentlich die Universitäten privatisiert. Ne? Und das war, ich hatte das ganze Semester eigentlich keinen Kurs. Weil Profen, sämtliches Personal gestreikt hat. Und ich war dann durch engagiert am Streikkomitee. Sie von Uni zu Uni gegangen mit dem Komitee, mit den versucht zu mobilisieren. Und gleichzeitig war also du hast dann noch Kur, wenn du willst. Und das war draußen. Die Profen haben dann die Initiative geholt, dass sie dann auf einem Platz, an einem Park gesagt haben, wir haben Kur, aber wir haben dann noch eine Kur. Ich war nicht das eigentliche Programm, aber wir analysieren Theaterstücke, wo es um soziale Ungleichheiten geht, wo das thematisiert wird. Für mich war es so ein Abenteuer, immer ein bisschen. Also, sich viel besonders sind, gegen das sind, aber wenn das gegenste Basis irgendwie eine Staatsautorität ist, oder ob das Schule ist, oder ob das den Älteren sind, oder ob das so welche paternalistische Figuren sind, ob das Religion ist, und der hat auch meine Auseinandersetzungen an meiner Pubertät. Das war einfach für mich, weil ich war so ganz naiv, noch gar nicht so theoretisch politisiert, aber es war einfach so, ja, ich war gerne in der Position und ich habe gerne Kader gesprengt. Ich war so in Situationen, auf einem G7-Gipfel treffen zu Straßburg, ich gemerkt habe, ich gehe durch Stirben, wo Ziele geflossen sind, Tränen, Gas, was weiß ich. Und ich war so, was muss ich überhaupt haben? Und also ich will schon viel, was ich mich ansetze, ich war bald mehr so, ich will leiden, ich muss da immer etwas konfrontieren. Und dann, wo ich eben angefangen habe, Socio zu studieren, wo ich noch auf den Gender Studies lag, das war dann am Master, das war nur den Theaterstudien. Da hast man das für mich, also da habe ich angefangen, so das, was du so eine Conscience de Klasse nennst, so Klassenbewusstsein, weil du so definieren, so du weißt, wo du stehst an der Gesellschaft, wen inner da ist, wen nach über da ist, verstehst auch, was Kräfteverhältnisse sind, die machen, für was die einen nicht mehr weiterkommen, die anderen immer in ihrer dominanten Position bleiben, und verschiedene einfach riskieren, entweder raufzurutschen oder auch raufzukommen an der Gesellschaftsleder. So. Tu crevais de faim dans ta misère.
bras pour un morceau de pain. Mais ne crains plus rien, le jour se lève et il fera bon vivre demain. Schon immens gespielt, wie ich als Frau am Theaterbereich immer so an die Genderrolle fallen. So während der Formation. Wie meinst du so? Ich meine so, an meinen Theaterkuren hast du dann Frauen, da müssen Lehrer mit tollen Schuhen gehen. Ja. Dann hast du zum Beispiel... Kannst du das well gut dann, oder? Ich kann ja gut. Weil das da müssen lernen, ne? Ja. Weil wenn du dann eine Rolle hast, also femme fatale, dann musst du das ja müssen können machen. Die Stereotype. Genau. Das ist wirklich so etwas ganz Stereotypisches, weil das war natürlich auch, ich meine, das hat schon auch geändert. Ich hatte immer schon kurz hoher, und ich wollte immer so die großen, die Tragedianen, so nicht so, was wir so spielen, und ich konnte die Rolle nicht, ich konnte immer so die Komikerrolle, ne, weißt du. Und da hatte ich angefangen, so ein ganz, also ich habe angefangen darüber zu überlegen und selber eine Performance erfunden, eine Pony-Performance, wo ich am Anfang Cowboy war, der John Wayne, den gefangen ist am Körper von Dieter von Thies, weil so eine burleske Künstlerin aus den States. Und am Anfang war die Performance so, der Cowboy, den aber ausgesagt wie so ein weißt du, etwas ganz Weibliches eigentlich. Ich habe dann irgendwie dauernd mit den Code gespielt. Und demnach war so die ganze Thematik, weißt du, mit der Queerheit und so. Das war noch gar nicht gar nicht mediatisiert, gar nicht richtig am Gespräch. Oder ich wusste im Moment auch noch gar nicht darüber, mir eigentlich wäre so etwas. Es hat natürlich auch dann dazu beigetragen, dass du da selber mal guckst, wo kommt nicht dann überhaupt. Und Frau bei mir in der Familie, was war den hier Werdegang. Und das war so, also ich kann mich erinnern, dass ich so Kuren hatte, wo ich dann auch so hingegangen bin und auch gefallen, nur mal kreischen, weil das so mich immens wackrig gemacht hat, weil ich immer so gemeint habe, verschiedene Situationen wären normal, die ich erlebt habe. Oder ich habe kein Problem, ich habe noch nie ungerecht behandelt. So war das lange Zeit, bis ich eben all die Unis-Erfahrungen hatte. Und dann warst du einmal so, oh, frag, da gibt es zwar noch viel zu tun, da lebt vieles schief. Du hast dann auch erkannt, dass du an deiner Rolle am Anfang auch vieles akzeptiert hast, oder? Ja. Weil nicht hat dürfte Sinn, genau. Musst du dann nie froh darüber gestartet wirst? Nee. Und die froh sind, du kommst an. Genau. Und da kriegst du natürlich so wackrig gereselt. Und dann ist der Feminismus. Ja, absolut. Wer das dann, der Feminismus, haut für dich so? Für mich ist die feministische Bewegung muss auch ein antikapitalistisch sein, sonst möchte für mich keinen Sinn. Das ist eigentlich so das ganze System, das so eine Arbeitsabteilung hat, wo seht, das sind Freiberufe, das sind Männerberufe, die dort sind höchst bewährt, die dort sind nicht wertvoll und Frauen machen auch immer die gratis Arbeit, die eigentlich das ganze System auch erhalten. Also streben im Stutt können, im Kammer können, im Elerlei können. Also die Rollen sind auch immer zugeworden, obwohl die Frauen arbeiten, aber da guckst du zu Lützburg. Sie schaffen auch immer mehr Teilzeit für die Männer. Und wo arbeiten Frauen an Bereichen, die auch so traditionell weiblich sind. Ne? Und du hast, also ich meine, bei Feminismus ist einfach, selbst wenn ich einmal das lebe, weil ich schaut auch noch immer, trotz meiner Studien, trotz der Arbeit, die ich mache, die eigentlich auch in einem männlichen Domain ist, trotz meinem politischen Engagement in einem männlichen Domain ist. So wie eine Arbeit, das ist die Natascha Parlementaire bei dir. Trotz all dem, wo du eigentlich siehst, das ist gut, du warst geholt am Boys Club, das ist ja normal, du warst gleichberechtigt. Nee, ich spüre aber, dass ich mehr selber noch immer am Weg stehe, weil ich integriert habe, dass ich sowieso nicht so gut sehe wie die anderen Männer, die mehr sehen. So. Und ich meine, das ist zum Beispiel etwas, das dann der Cap ist, das über Jahrhunderten so angetrichtert hat, das ist immens schwer. Sich von der Last zu rappen, fand ich. Der Kampf war also
sowohl persönliche Kampf wie politische Kampf. Wie politischen, ja. Weil ich meine, meine, das System da Lied immer... kann da doch ein bisschen so Genau. zusammen. Das kann auch persönlich sein, mit das aber auch politisch. The personal is political. Das ist ein Also Spruch. lernen wir etwas bei. Der persönlich ist politisch. Aus der feministischen Bewegung, aus den an sich schon ganz 70. Und natürlich ein bisschen Idealismus, den ihr braucht, für so mal die Idee von die Lenk Ja, viel zu bringen, weil ihr einfach auch wisst, dass ihr an der Minorität das total doch ist, besonders zu Lützburg. Ja, mit dafür, weil an dafür so Lieder wie das tut und auch so Manifen, ne? Oder so Momente, wo Leute zusammen kommen, die zu der Minorität gehören, die den Idealismus hat. Ich bin immens, das touchiert mich immens. So ganz emotional, weil es da bin so rundherum, ich gucke und gesagt, sie waren Leute, die eigentlich auch der Meinung sind und sie denken, wie du siehst, aber sie haben dann eigentlich keine Minorität. Guck mal, wie viele Leute sind, weißt du? Aber natürlich objektiv gesehen... Wir sind zu zwei, passen da schon nicht mehr ran als Kirche. Nee, also ich meine, sie sind schon nicht lang mit dem Idealismus. Ich meine, just, dass es ganz viele Leute gibt, die Meinungen teilen, die auch hoffen auf eine bessere Welt, mit die vielleicht nicht den haben schon Zugang dazu gute, wie Mehrheit. Okay. Sollen wir zum Aufschluss noch ein sagen? Ja. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Allons droit devant vers la lumière, en levant le poing et en serrant les dents. Nous nous réveillerons la terre entière, et demain nos matins chanteront. Compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Merci. Merci dir. Hoffen wir, dass das dann noch könnt. Le monde le sera, ce que tu le feras. Ja, so ist das.